Da immer noch KB. Das war unsere Verschwörungstheoretiker-Phase. Genau. Wir haben überall Illuminaten gesehen. Sie sind überall wir haben bewusst 23 Kopfhörer drauf gemacht. 23 von unser Logo. Ja, so gestört. Ja. Schau da. Das haben wir alles selber gemacht. Ja, wow. Ausgeschnitten, ja. Jö! Hey, Chat, vergesst es nicht, wenn ihr Fragen habt, mach mal, wie irgendetwas funktioniert. Mach mal das Gewinnspiel-Dingens. Ja, machen wir das Gewinnspiel. Wir haben das Gewinnspiel, er hat das Gewinnspiel vorbereitet. Muss ich aufs Streamen? Ja, man kennt, also weiss nicht wo. Ich habe nicht vorbereitet. Nein, der Dings, der Freddy. Wo ist mein Handy? Da unten. Ich muss dem schon zeigen, wie das funktioniert. Lass mich gewinnen. Ja, das entscheidet den Algorithmus. Oh! Auf so eine warte bis. Du hast so eine. Du hast die da. Du musst gar nicht so tun. Du wartest auf so eine. Also ganz einfach, ist ein SMS. Nein, nein. 9000. Nein, mit KB Combo geht das noch. Das gibt sogar Geld eben. Ja, wenn ihr uns unterstützen, also wenn ihr wirklich sagt, hey, die Jungs haben es verdient, könnt ihr immer noch unsere Scheiben kaufen. Per SMS. KB Combo ab 9000. Ich weiss nur nicht mehr mit oder ohne Abstand. Findet es raus. Sagt es uns bitte. Wirklich, sagt es uns. Wir wissen es nicht. Ich muss jetzt das Telefon abnehmen. Sagt wer? Der Freddy. Tu noch mal weiter unterhalten. Okay, ich tu mal weiter unterhalten. Ja. Wo sind wir gewesen? Okay. Da er jetzt weg ist und ich keine Ahnung habe, wo wir gerade gestanden sind. Was? Ein Foto muss ich noch schnell zeigen, das habe ich jetzt gerade geschickt bekommen. Oh, komm, sieht man das? Kann man das sehen? Oh Mann. Schau, siehst du? Der Schickler. Mit dem Schnauz. Oh Mann! Fuck! Ja, okay. Okay. Wir haben uns mühsam ein das Studio wirklich aus dem. Das war ein Bürokomplex. Und wir haben uns dort in dem Büro eingenistet und ein mega tolles, grosses Tonstudio daraus ausgebaut und sind dort auch relativ lang gewesen. Für 4 Jahre sind wir dort. Etwa 4 Jahre dort. Und das Coole ist, wir haben dort auch unsere ganzen Konzerte vorbereitet. Und Konzert vorbereitet ist halt immer so eine Sache, weil du machst dein Set, du spielst zwischen 15 und 60 Minuten. Du machst dir ein Set aus deinen Lieblingstracks. Und dann geht es halt um die Songs. Auswendig lernen ist eins, aber das müssen auf der Bühne funktionieren. Das Miteinander spielen, du schnaufst anders. Du schnaufst schon ganz anders, wenn du auf der Bühne stehst und bouncest schon mit den Leuten mitgehst. Und ich muss von der Bühne oben runterkommen, ich säcke durch die Leute durch und alles drum und dran. Und ja, das ist verdammt viel Arbeit. Ich weiss nur, dass ich im Chat heisst Thank you. Ich weiss, dass ich den Einsatz mal verkickt habe, aber der Rest hat nachher gepasst. Okay, ich kann das nicht vergessen. Ja, es ist wirklich eine richtig geile Zeit im Studio. Wir haben dort wirklich angefangen zu lernen, das ist bis heute so. Wenn du etwas willst, dass es funktioniert, und das ist etwas, das sage ich, wenn jüngere Kids zu mir kommen, ich mache jetzt Sound, lass mal einen Track etc. Mach selber. Mach alles, was du kannst, selber. Oder mit den richtigen Leuten. Und das ist etwas mega Anstrengendes, wenn du es selber machst. Weil ihr habt es gesehen, wir haben früher wirklich das Zeug selber ausgeschnitten, das machen wir natürlich heute auch nicht mehr, heute lassen wir es pressen und so. Aber nach wie vor, ohne irgendwie Label, ohne irgendetwas, ich bin schon auf über 2,5K. Bravo, ich weiss nicht, was es geht. Ja, auf jeden Fall haben wir, ab dort hat sich auch unser Sound angefangen zu verändern. Ich habe das Gefühl, wir sind dann ernsthafter dran. Wir haben das dort, wo wir gesagt haben, hey, look, jetzt oder nicht. Weil irgendwann mal du sagen, look, dann gehe ich lieber 12 Stunden arbeiten und verdiene einen Haufen Klotz. Was hast du erzählt? Schau, das Greenscreen umgeht, was da hinten schleicht. Ja, und ich habe das Gefühl, ab dem Moment hat sich auch unser Sound angefangen zu verändern. Wir haben es ernster genommen. Findest du auch, ab dort, wo wir im Studio, in unserem ersten eigenen Studio sind, haben wir die ganze Sache angefangen ernst zu nehmen. Was hast du gesagt, dass der Fest gesagt hat, über 2500? Ich weiss nicht, was er gesagt hat. Was meinst du mit denen 2500? Ist das so oft, wie du ja unsere Scheiben gekauft hast per SMS? Wahrscheinlich nicht. Ah. Eben, falls ihr so eine Scheibe wollt, wo habe ich es jetzt heute? Das ist sicher versorgt. Ich kann nehmen sicher noch ein paar. Es hat noch 2, 3. Also, dann würden wir jetzt einen Counter rein machen.
Und zwar, wenn wir das Gewinnspiel läuft über den Chat. Und zwar, wenn ihr Ausrufezeichen, ein grosses C und ein grosses D schreibt, nehmt ihr am Gewinnspiel teil. Und am Schluss wird das dann ausgewertet. Und dann kommt es einer von euch über. Also schreibt jetzt in den Chat rein Ausrufezeichen CD. Ab jetzt. Und dann sind ihr dabei. Ich könnte jetzt anfangen bis jetzt. Stopp. Fertig. Und Nein. natürlich. Neben mir? Neben mir. Oh Mann! Wow. Oh, Scheiße! So entstehen übrigens auch alle unsere CDs. Zum Glück sind wir nicht live. Ohne Abstand. Genau. Per Mail ist auch da. Hallo, herzlich willkommen. Cool. Du darfst noch sonst aufs Herzchen drücken, wenn du willst. Ja, eben, hey, gehen wir doch mal in den nächsten. Jetzt haben wir so ein bisschen erzählt, wo wir herkommen, wie das Ganze gestartet ist. Schau unsere Beat-Sessions und wir haben keinen einzigen Beat wirklich richtig. Oh, schau da mit dem Iller. Ja. Oh, sehr cool. Oh, Shoutouts an Fraser Blaze. Ja. Hey, Fraser Blaze. Auch die, Fratze an Platze. Fraser Blaze. Ganz grosse Liebe. Ich feiere diesen Sound so dermassen. Da sind wir frisch fertig. Weißt du noch, wie high? Wir sind aus Versehen high geworden. Und zwar haben wir dunkle Buff. Wenn wir den Kleber wir haben so Aufstreichkleber im Raum reingehört. Ein kleiner, also relativ grosser in dieser Aufnahmekabine. Wir hatten so einen Kessel gehabt. Und der ist in der Mitte vom Raum gestanden, Deckel auf und alle so schön dick an Zeugs reinschmieren wie die holen. Und plötzlich fangen wir alle an lachen und alle mega kaputt gewesen. Und einer wir an, hey, haben wir schon etwas geraucht? Nein, wir haben nichts geraucht, alles cool. Und einer schaut uns in den Raum und sagt, danke für den Gag. Was? Pamela hat einen Gag geschickt. Au. Ja, wir machen weiter, ist gut. Auf jeden Fall sind wir furz kaputt gewesen. Ja. Schau da, das war unser erstes Greenscreen-Foto, das ich in den Hintergrund gebastelt habe. Das ist schön noch mein Twitter-Profilbild. Oh, da gibt es etwas zu erzählen dazu. Seht ihr das grosse Publikum? Das war richtig geil gewesen. Wow, was hast du geil gefunden? Drin oder draussen dort? Ich habe es draussen cooler gefunden, da. Es ist ein Käse. Okay, gut. Ja, schön. Okay. One City, One Song. Ja. 147 Artists, eine Bühne. Ein Song. Das ist wirklich... Weltrekord gebrochen, der längste am Stück gespielte Song im Radio. Genau, sind wir dabei gewesen. Shoutout, Black Tiger hat das Ganze damals 2012. Riesig. Also 2012, nein, ist gestartet, aber er hat das über einen langen Zeitraum aufgebaut. Ich weiss, dass ein Haufen am Anfang so, ja, nicht so recht daran glauben und aber es hat wirklich geklappt am Schluss. Es haben sehr viel mitgemacht, sehr viele sehr, sehr talentierte MCs, sehr, sehr krasse Leute. Ich muss aber etwas dazu sagen. Mhm. Ich bin mega gehypt am Anfang. Ja. Wirklich sehr gehypt. Ich hatte richtig Freude gehabt, dass wir da dabei sein können. Und ja. Es hat sich halt in eine spezielle Richtung entwickelt. Vor allem wirklich Respekt an die Szene, alles drum und dran. Aber wir sind kein Basler gewesen. Ich glaube, das ist so ein Thema, das wir wirklich mal anschneiden können, ja? Wir sind kein Basler gewesen und das haben wir gespürt. Nicht von allen, ich muss sagen. Nicht von allen, nein, wirklich nicht. Ich finde es sehr herzlich aufgenommen. Auch von der ganzen Neumann Connection. Ja. Die ganze Neumann Connection ist mit uns gewesen, aber so viele. Erzähl du weiter, ich tu nochmal schnell. Ja, ich glaube, es ist schon mal hart für uns irgendwo durch gewesen, weil wir halt von nie sind. Ich meine, ein Winterthur und ein Aargauer in nochmal einer dritten Stadt, das wäre wahrscheinlich überall passiert. Wir haben keine Wurzeln gehabt. Wir haben nicht Leute gehabt, die wir aus der Schule kennt haben, oder irgendwelche Leute, die uns promoten, weil wir aus dem gleichen Viertel kommen. Wir sind einfach so Jungs, die gerne gerappt haben. Wir sind wir nicht gewesen. Sind wir eigentlich auch heute nicht. Ja, und das hat man teilweise ein bisschen rausgespürt bei gewissen Leuten. Ja, ich will jetzt nicht wirklich ich will nicht von einem Hate sprechen. So, es ist einfach so eine,
eine gewisse Disharmonie da gewesen, wo wir dann ins Basel City Studios gegangen sind, so. Also es Die hat haben zwei es Leute gegeben, die uns das gezeigt haben. Und sie haben es auch gesagt, was machen, vor allem ich, weil ich ja von Winterthur Zürich komme, oder? Was macht der Zürcher da? Der hat da nichts zu suchen und so weiter und so fort. Wir haben es trotzdem durchgezogen, wir haben es wirklich gefeiert. Wir haben noch nie vor so viel Publikum gespielt und es ist 10'000 wirklich... Leute. Schau da, wir zwei. Ja. Siehst du uns in der Mitte? Das sind 2 ausverkaufte Hallen, 2000 Leute gewesen oder so. Wenn nicht mehr.